Sie erzählten, dass sie eine Königstochter sei und dass sie vom wilden Graf entführt worden ist und da im Felsen gefangen gehalten worden sei und der Zwerg hätte sie bewachen. Dann setzte Hans das schöne Mädchen in den Korb und lässt sie anziehen. Wo der Korb wieder runterkommt, traut Hans seinen beiden Gesellen nicht mehr. Die haben sich schon mal von der falschen Seite gezeigt und nichts vom Zwerg erzählt. Wer weiß, was sie jetzt im Schilp führen? Er stellt seinen Stab in den Korb und der wird durchgezogen. Als er etwa in der Mitte war, lassen die beiden den Korb los und wenn jetzt der Hans drinnen gesessen wäre, dann wäre er jetzt sicher maustot. Was soll ich jetzt auch machen? Da komme ich nicht mehr alleine rauf. Und wie er so hin und her überlegt, wie er wieder raufkommen könnte, kommt er zurück ins Kämmerli, wo er die Königstochter erlöst hat. Dort liegt der Zwerg am Boden und er sieht etwas glitzern und funkeln am Finger von dem Zwerg. Es ist ein wunderschöner Ring. Er nimmt ihm den Ring ab und leitet ihn sich selber an und wie er ihn am Finger dreht, hört er etwas in seinen Ohren rauschen und er sieht über sich die Luftgeister schweben. Und die fragen dann, was er sich wünsche. «Zieht mich rauf!» Augenblicklich wird er in die Luft gehoben und es kommt ihm vor, als könnte er fliegen. Als er oben ankommt, ist kein Mensch mehr herum. Der Felsenklipperer und der Tannenträger haben die schöne Jungfrau entführt. Der Hans dreht das im Ring und jetzt kommen wieder die Luftgeister und erzählen ihm, die treulosen Gefährten seien auf dem Meer. Der Hans läuft und läuft bis ans Meer und dort sieht er ganz weit aussen ein Schiff und in seiner grossen Wut überlegt er nichts und geht mit seinem schweren Stab ins Wasser und will ihnen nachschwimmen. Der Stab zieht ihn aber in die Tiefe und er wäre fast vertrunken, wenn er nicht im letzten Augenblick noch an seinem Ring gedreht hätte. Und da sind die Luftgeister gekommen und sie tragen dann schnell wie der Blitz zum Schiff. Dort schwingt er seinen Stab, gibt diesen bösen Gesellen ihren verdienten Lohn und rührt sie ins Wasser. Jetzt rudert er mit der schönen Königstochter, die er zum zweiten Mal gerettet hat, heim zu ihrem Vater und ihrer Mutter. Die Freude ist riesig, wo sie heimgekommen sind. Es hat ein grosses Fest gegeben und der Hans und die Königstochter haben miteinander geheiratet.